Auf geht's zu neuen Abenteuern hier bei Tales of Symphonia Chronicles. Ja, Freunde, willkommen zurück. Ich drehe mich gerade ein bisschen im Kreis oder wohl eher, ja, gegen Uhrzeigersinn zur Seite hinweg. Ist doch ganz schlecht. Ah, meine Freunde, im letzten Part haben wir den Elementargeist der Finsternis Shadow besiegt und in unserem Pakt hinzugefügt, kann man was so sagen. Unser Pakt der Elementargeist, natürlich ist jetzt die Frage, wie geht's weiter, wobei die Frage ist eigentlich nicht wirklich relevant, denn wir wissen ja, uns fehlen noch 3 Geister, sprich, ja, Ifrit, Sylph und wie es wohl aussieht, Luna, wo ich eben noch ein bisschen zweifle daran, dass sie wirklich der Elementargeist des Lichtes sein soll, aber okay, was natürlich noch wichtig ist, dass ich hier irgendwo die Basis finde. Hallo, wo ist denn die? Was wir dann auch noch machen könnten, bevor wir direkt mal aufmachen zu Ifrit, mal ganz kurz in die Abtei gehen und uns ein bisschen aufheilen, wenn das möglich ist, denn naja, das Team sieht schon ein bisschen angeschlagen aus und wäre es natürlich besser, wenn wir uns ein bisschen ausruhen können, bevor wir dann ja, ausruhen können, bevor wir dann scheinbar nicht. Ich gehe ja schon wieder. Alter Schwede, hey. Bevor wir dann auf die nächsten Elementargeister treffen. Die sind bekanntlicherweise ziemlich stark. Jetzt war ganz doof gefragt, wo ist denn die Basis schon wieder? Ja, der leuchtende Vogel. Toll, wo soll er sein? Keine Ahnung. Egal, Todsonne und Welt. Da ist da die Basis? Nee, manchmal ist das was anderes. Hey, wo ist denn die Basis? Hallo? Die Connex ist auch nicht schlecht. Stützpunkt der Filiale natürlich dort. Im hohen Norden ist sie ja, sprich in der Nähe. Oder auch nicht ganz. Oh, da ist sie schon. Und da ist sie ja. Nach Silverrain. Und schon sind wir da. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Da ist eigentlich auch gleich in der Nähe hier. Sprich hier ein bisschen schräg und so. Und schon sind wir da. Plupp. So schnell kann es gehen, Freunde, auch wenn er jetzt doch gerne ein bisschen noch aufgehielt wäre. Ja, Gegner sind einfach keine Gegner mehr für uns. Könnt ihr bitte noch ganz kurz hier zurück in diese Oase Triad? Alter Schwede, ist das lange her, Freunde. Muss irgendwie ein paar Zeit so gewesen sein. Alter, das ist so lange nicht mehr gewesen. Echt krass. So, ein bisschen aus, wenn es geht. Fata Morgana, Alles ist bloß eine Illusion. Oh, durchaus was. So, jetzt müssen wir mal aufgeheilt, dass ich ganz kurz noch nachgucken würde oder gerne ist bezüglich Waffen, weil wir haben sich mal etwas bekommen, was ich irgendwie verpasst oder verpennt habe. Der Stirnband. Ja, Mann, voll geil, der Ninja. Ja. Er ist Naruto. Für Verteidigung? Nee, aber sonst etwas Gutes. Mehr Verteidigung natürlich für ihn gar nicht mal so übel, war. Ja, komm, wieso nicht, war aber sowieso mehr Defense. 20 mehr, sehr geil. Nee, behalte mal bei ihm. So viel zu Loi. Die sitzen hier aus. Nö. Nee. Nö. Nee. Was hat sie der Geist? Maximal TP daher. Ist zwar nicht übel, aber. Also maximal KB daher. Oh, der ist gut. Sind ja nur 3%, aber natürlich sie als Heilerin war natürlich dringend. Das heißt, die Erfahrungspunkte 50%, alter Schwede. An schlecht, können zu einem geben und da gibt es überhaupt. Also sprich, angenommen, also wir wissen ja, wir haben ja 8 Stück im Team, wobei natürlich nur 4 immer im Kampf teilnehmen können. So, jetzt angenommen, ich würde jetzt einem da das Reliquie, hier dunkler Fluch geben, aber eben nicht am Kampf teilnehmen. Das heißt, er wird zwar abseits des Kampfes, er wird auch Erfahrungspunkte bekommen, aber natürlich 50% mehr und bekommt natürlich keinen Schaden, weil er nie im Kampf teilnimmt. Das wäre irgendwie noch ziemlich genial. So, ein Drittel. Da wohl unsere TP-Meisterin. Können wir so mal gar nicht. Was hat sie? Verteidigung mehr? Okay, bei uns eigentlich auch. Und dann so nach einem Seelenverwandten. Ja, ich weiß ja nicht. Ist jetzt hier die Frage, was können sie gebrauchen? Pinguinfedern? Oder eher weniger. Dunkler Fluch? Nee, also natürlich, wie gesagt, ich würde sie nie im Team dabei haben. Und dann kommen im Kampf wieder, wenn du Glück hast. Verteidigung.
Aber um 10%, um 5%. Das ist echt so stark die Verteidigung heben. Ja, kann mich so nicht. Das ist schon eine gute Verteidigung, müsste also eher für andere aufheben, aber gut. Duellhelm, Kreuzhelm, irgendwie Waffen oder Geld brauchen wir momentan auch nicht. Sind so gesehen eigentlich ziemlich gut drauf. Das ist ein KP wieder, findet Unfall auf dem Meer, ja, ist ja schön. Nee, der auch nicht, obwohl er, ich glaube sowieso ein T-Typ mittlerweile war. Ja, kommt Talisman. So, Leute, haben es bald geschafft, keine Sorge. Das Leuchtfeuer-Cape. Ja, okay, natürlich eigentlich eine gute Idee. Ja, komm, lass mal. Bis uns noch etwas Besseres einfällt. Echt nichts für ihn. Sakralring in der Geister mittlerweile auch ein bisschen fail, wenn man so sagen dürfte. Obwohl, wir haben gar nicht mehr so viel. Mit sich ein Gegner. Ja, komm, wieso nicht. Und das ist teilweise nur aus reiner Willkür. Superschiene, nee. Donnercape. Was soll ich ihm bloß geben? Sind alles Verteidigung, ja gut, lass mal. Und sie, hat sie noch etwas? Dachte, hätte was gesehen? Nee, auch nicht. Ebenfalls nicht. Vor Betäubung, vor Paralyse. Sie ist auch im Angriff, sprich, das wäre eigentlich noch eine gute Idee. Nehme ich den noch rein. Das ist also schon ein S-Typ. Ach, die Scheibenklasse fahren, das mache ich dann bloß am besten. Mal zählt sie da gegen Ifrit. Ja, komm, wieso nicht? War ein bisschen Abwechslung. Prisea! So. Das heißt, das erste sprechen wir ganz kurz ab, bevor es dann auf zu Ifrit geht. Und ich hoffe mal, wir treffen ihn wirklich da an und vor allem, wo soll das sein? Weil die Ruinen von Tret haben wir bereits durchgemacht. Weil, wie gesagt, etwa, keine Ahnung, der 10. Part oder so. Schon ziemlich lange, jetzt bereits der 85. Part wieder mal. Oh, Level 50 ist sowieso immer schon ein gutes Level, was eigentlich schon oftmals für die Vorentscheidung sorgt in einem Let's Play. Also, Let's Play nicht unbedingt, sondern generell ein Rollenspiel. So, da gerade uns keine Ahnung, die können sowieso keine TP mehr verteilen. Ruinen von Trient. So. Das soll jetzt echt noch hier sein. Ja, wo denn bloß? Okay, ist das bereits gemacht. Ah, ich dachte schon, wir müssen nochmal machen. Ah, die Fresskiste fällt mir gerade was ein. Da ist doch so ein Arsch. Ist wohl wieder da. Das ist jetzt krass, ey. Oh, da ist sie wieder. Die Fresskiste. Oh, da fällt mir ein, wir hatten doch irgendwo in der Nähe noch so einen Gegner, wegen so einem Skeletor. Hat doch damals auch nie rausgekommen und gesagt, oh, das ist so stark und so. Ich wollte aber auch in die Tasche stecken. Alter, Leute, wir hatten damals so Probleme mit dieser verdammten Fresskiste. Und jetzt? Ich denke, der Geister, ja. Kein Problem mehr, einfach so in die Luft zerrissen. Ist das übel oder was? So, was auch übel ist, ist ja die Frage, wie es hier weitergeht. Schon wieder weiter ging wohl eher. Ah, geht bitte mal vorbei. Du Scheibenkleister. Ah, war ja klar. Ja, dauert eh nicht lange. Hä? Belohnungsjacke. Was ist das für eine Attacke? Hallo Leute, was ist denn eine Attacke? Was ist das denn für eine Technik? Da ist Eck hier. Menno. Was könnte man da machen, wenn man einen Recover rein war? Dann natürlich noch Nurse. Falls was los wird. Nein, nicht den. Nein, so jetzt. Gut. Jetzt haben wir hier Hunting Beast, 4 Steamenfänger und eine Schockwelle. Das Schock im Umgebungsbereich. Also irgendwie so wie 4 Steamenfänger. Okay, mal den rein. Und dann gucken, die Rest sind soweit. Die blauen sind halt die, die wir nicht erlernen können, weil wir halt der Rottyp sind. Ich formuliere es mal so. Ja, T und S halt. Die beiden Typen.
Die gibt's ja hier. Und wie ging es ja schon weiter? Ich weiß gerade nicht mehr. Ah ja, hier genau. So, auf jeden Fall der Fall, dass wir krepieren sollten im Kampf gegen Ifrit. Ich glaube, es wäre weniger, aber ihr wisst ja. Man soll niemals einen Tage vor dem Abend loben oder eben halt, ja, den Spaß oder Besiegen des Bosses vor dem Partende, nicht wahr? Und wo ja von der Speicherpunkt. Ja, man soll es echt hier sein, jetzt einfach ein bisschen. Hä? Interessant. Hier wird Ifrit mit I geschrieben, im anderen Let's Play war es mit E. Also sprich Ifrit mit 2 E sogar nachher. Ich will ja hoffen. Also die Stimme erinnert mich ziemlich an Ifrit aus Tales of Xillia, aber das Aussehen ist natürlich komplett anders. Natürlich, was auch sonst. Ich hoffe es mal nicht. Denn davon kriege ich nur die Gicht. Aber mir magisches Auge kaufen sollen. Schreib mal an. Hunting Beast! Ah, der Moon Cycle, der bringt's was, der bringt's! Bams! Naja, also bis jetzt zeigt Ifrit noch nicht gerade sehr viel. Schnell, schnell, schnell! Alter! Wow! Was ist das für eine Technik? Hat der mich weggenockt oder was? Oh, scheiße! Alter, was war denn das für eine Scheißtechnik? Oh. Also ein Riesenfeuer aus dem Himmel und fast weg. Zum Glück habe ich da... Ne, habe ich eben nicht mehr, das ist das Problem. Hey, wieso könnt ihr ihn wegknocken? Ich kann es nicht. Das war knapp. Was? Er viel zu lange. Hilfe! So, beobachten wir ein bisschen die Situation. Alter! Ja, der hat eine Power. Und was eine Power? Nee, nee, nee! Wow, ups. Alter! Hätte richtig scheiße übel werden sollen. Oder können. Racing Falcon. Nein, 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 keine TP. Das ist immer scheiße. Wenn ich keine TP mehr habe. Nein, der Healing ist irgendwie weg. Nö, Bams. Alter, das sind die aber geblockt. Der hat verknappt, Mann. Wie wär's eigentlich noch? Was? Und echt 30.000? Haben ziemlich cool gemacht. War alt, wie viel TP das der noch hat, wie viel wenig das er verbraucht, dieser Übel. Freunde, wir haben es bald. Aber relativ einfach, weil einfach zu Shadow. Wobei Shadow war am Anfang immer einfach und teilweise krasse Moves, wie eigentlich auch. Und Scheiße, jetzt kommt das natürlich. War klar, war. Alter, hat weniger als 5000 KP, schon kommt der. Und will richtig Stoff machen. Egal, lass mal wissen. Ist jetzt. Genau. Eine Ultima-Attacke. So macht's der Profi. Naja, also so übel war's gar nicht. 2つの世界がお互いを犠牲にしなくてもいい世界を作るためにその力を貸してくれ。我のたける炎をそなたに貸し。
セルシウス久しいな。なぜお前がここに？互いに相入れぬとはいえ我をそうも避けるか。仕方がなかろう。私たちは互いを害する存在だ。Entschuldigung, Leute, wenn ich mal ganz kurz einwerfen dürfte, ich verstehe sie nicht ganz, weil ganz einfach, dass Eve eine Gefahr für Celsius ist, okay. Verstehe ich, weil Feuer, Eis schmilzt, ganz klar. Aber, wieso eigentlich auch umgekehrt? Weil Eis hat dagegen Feuer gar keine Chance. Ich meine, das wird zu Wasser, beziehungsweise verdampft sogar. Ja, obwohl, wenn es natürlich zwischen Undine und Ifrit wäre, das Feuer von Ifrit könnte Undine verdampfen lassen und Undine könnte ihn wiederum löschen, nicht wahr? Und Celsius ist halt kälter, sprich, Ifrit könnte sie löschen. Verbrennen natürlich, in Flammen aufgeben, wie auch immer. Sie könnte ihn aber, ja, würde ihn eigentlich durch den Kontakt, sprich ein Eis mit Feuer, würde sie zwar irgendwie wieder zu Wasser werden, verdampfen und das würde wiederum ihn löschen. Also ich kann es zwar verstehen irgendwie durch, aber jetzt eher gesagt, dass, naja, dass halt, Undine und Ifrit, nicht irgendwie Celsius und Ifrit, aber okay. Ist nur so meine natürlich völlig unwichtige Meinung. では我らのマナが分断されたことはわからんな。世界を揺るがせる事態であることは確かだ。その通りだ。あとはこの契約者たちに任せるしかない。そうだな。我ら相反する存在はお前たちに全てを託す。Ja. Davon haben wir ja mehr als genug, war? Wenn man jemanden zu 18 in der Gruppe. Mit 16 Händen lässt sich schon was bewerkstelligen. よーし、計画通り。でもよ、2つの世界が切り離されたら俺様たちもう会えないんじゃねえの？なんで？レアバードで行き来すればいいじゃん。今はマナの流れによってつながっているからレアバードで移動できるけれど、世界が切り離されても同じとは限らないわね。するとマナを切り離した瞬間、2つの世界は永遠の別れを迎えることになるやもしれんのだな。最後の精霊と契約する時がみんなとのお別れってことなの？しんみりするなよ。まだそうとは決まってないだろ。まあな。 Erhalten Granat! Gina lernt Cecil Feuer und sammelt Feuer und einfach alles nur Gallumatico. Ja, wenn ich das ganz kurz anmerken dürfte, Freunde, also ihr versteht zwar einen Einwand von Professor Wayne und den restlichen, aber irgendwie, wenn man es so überlege, ganz logisch betrachtet. Ich meine, es war ja so, dass es ursprünglich auch mal 2 Welten gab, oder? Da spricht TVA und Silverwind waren nicht immer irgendwie so miteinander verbunden. Das hat einfach mal irgendwie jemand entschieden und deswegen war es jetzt mal so, aber es war ja auch schon anders. Und sprich, schon anders war, müssen irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht war es sogar so, dass mittlerweile die Erde einfach in der Hälfte geteilt ist. Auf der einen Erdhälfte war früher Silverwind, auf der anderen war Tefiala. Erdbeben! In der Zeit gab es viele. Ich frage mich, ob es etwas mit der Unterbrechung des Manastroms zu tun hat. Nachdem wir den Manastrom zwischen Volt und Undine unterbrochen hatten, fand ein Erdbeben statt. Wellen zu trennen ist keine Kleinigkeit. Es ist kein Wunder, dass die Welt darauf mit 1 oder 2 Erdbeben reagiert. Ja, durchaus. Wie gesagt, Freunde, also irgendwie muss es vorher funktioniert haben. Klar, also nicht gerade optimal und so. Und deswegen wurde er die seltsame Welten komplettieren und miteinander legen und gegenseitig opfern und so gebaut, aber trotzdem, muss irgendwie auch vorfunktioniert haben und ja. Würde eigentlich nicht Sinn ergeben, oder? Wenn es vorher so war, dass auf der einen Seite der Welt Silverwind war, auf der anderen Tefiala, und sind sie halt übereinander gelegt. Das heißt nämlich auch, dass die Welt nur zur Hälfte existiert, oder? Theoretisch. Aber ja, ich weiß mal wieder viel zu viel, was soll ich noch machen? Level Up, sehr schön. So, wir haben jetzt schon ziemlich viel gemacht.
Even haben wir auch. Sylphe, die natürlich hier oben im Ballerkopf-Mausoleum. Alter, das war noch in der Welt. Ja, bleiben wir ganz kurz hinfahren, dann werden wir im nächsten Part dann gegen Sylphe kämpfen und mal gucken, was sie wohl so eine ganze Sache sagt, was sie für einen lustigen Dialog mit Gnome hat, weil Gnome ist sowieso ein lustiger Typ hier und so, nicht wahr? Sagt sie immer, ja, mir das jetzt auch geschafft und so. Ne, es hat alle fluschen, keine Ahnung, ist ja egal. War jetzt das Malakruf-Mausoleum schon wieder? Was hier hinten? Nee. Hä? Wo ist das? Schon wieder? Hallo? Spiel, wo war das schon wieder? Oh. Ich bin ein bisschen zu weit südlich. Und wir gehen weiterhin voran. Oh ja. So, das ist mal so Leon. Da ist soweit gut, aber ich will irgendwie noch gerne mich heilen, wenn es vorher irgendwie möglich wäre. Zum Glück können wir ja fliegen. Oh, das war das eh. Mit dem Einhorn. Geht doch sicher auch da unten. Plopp. Was ist denn jetzt? Achso. Jetzt, wollte ich sagen, wo ist denn das? Haus des Heils. Das ist doch wunderschön. Hier können wir uns erholen und neue Kraft sammeln. So, jetzt mal ausruhen. Und noch Geld, ja? Angenehmen Aufenthalt. Das ist doch kein Problem. Nö, gar nichts. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Geld 76.000 ist der Wahnsinn. Tja, Freunde, wenn wir mal sagen, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part hier bei Tales Symphonia, wenn es dann Kampf gegen Ifrit geht. Ifrit sage ich schon, Sylph natürlich. Den nächsten Mana-Strom knacksen und, naja, so langsam werde ich mal müsste mal Yggdrasil auftauchen. Mal ganz ehrlich, wir knacksen hier einen Mana-Strom nach dem anderen und macht nichts. Ist schon ein bisschen verrückt. Aber ja, wir werden sehen, Freunde, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.